Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite. Seebestattung ends auf Pelzig. Soll es ein richtiger Mensch sein hier, der Samurai? Naja. Ammo-Banditos verkaufen Munition. Okay, es verkauft jetzt auch Waffen. Beschleuniger-Mod erhöht Schaden um 25. Langsam Kochen-Mod bewegt, dass die Mikrowelle Feinde zusätzlich verlangsamt. Mikrowelle? Munition, Munition, Munition. Beschleuniger-Mod. Ha. Da bin ich immer gespannt, was das dann ist. Okay, das sind hier die Vini Vidi Vigor. Kann ich mal dennoch holen. Genau. So, da ist Shock Jockey nämlich auch schon mal aufgemotzt. So. Das kann hier lustig werden. Eine Mikrowelle scheint es hier noch zu geben als Waffe. Puh. Bin ich immer echt gespannt. Eine Schrotflinte haben wir hier auf jeden Fall. Sehr cool. Okay. Dann sollten wir statt Tommy Gun erstmal den Karabiner nehmen. Karabiner und Schrotflinte sind bestimmt auch eine geile Kombi. So, Infusion haben wir hier noch. Da ist dann wieder Gesundheit dran. Gut. Die ist dann nämlich auch wieder voll aufgemotzt. So. Hier nix. Okay, Munition und Waffen-Upgrades verkauft das. Ah ja. Ja, und du wieder vor. Hajime! Ja, oh. Alter, wie die plärren. Ich kann nichts finden. Ups, das war nicht so gut. Na egal. Brauchen Sie dieses Eve? Ach ja, Eve ist nie schlecht. So. Wo auch immer jetzt der Samurai auch herkam. Ich freue mich auch, was die Logik dahinter ist. Weil bisher hat man ja dann für Leute, die mit uns kämpfen und so, das waren ja dann meistens dann irgendwelche Patriots oder sowas. Aber das, ich weiß ja nicht. Ein Samurai einfach. Jo, Allah. Jetzt. Bitte Machen wir mal wieder Eve auf. Mr. DeWitt, Ah, okay. benutzen Sie das Plasmid. Damit der Samurai wieder in seine Heimat zurück kann. So. Nehmen die Wenn Tram Sally zur nicht Ihre Haushaltswarenabteilung. Tochter ist, was bedeutet sie Ihnen dann? Warum riskieren Sie für sie Ihr Leben? Gehört das zum Job? Sie schulden mir keine Erklärung. Sie ist nur eine Weiße. Nach Fontaines Niederlage war die Stadt voll davon. Und? Keine Ahnung. Haben Sie immer einen Grund für jede Dummheit, die Sie begehen? Sie tauchte ausgehungert auf und ich war blöd genug, sie durchzufüttern. Ich hätte wissen müssen, dass ich sie nie wieder los Wie werde. haben Sie sie verloren? Das geht Sie nichts an. Okay. Also anscheinend doch nicht die Tochter. Aber der Schein kann also ach mal wieder trüge. Bin ich immer gespannt, was da noch rauskommt. Neue Hosen. Todesfallbonus. Nahkampfkills geben ein wenig Gesundheit. Exekutionen geben eine große Menge Gesundheit. Im Vergleich? Nö, du nehme ich das einfach noch mit. Aber wenn dieser sympathische Henker auch wenn dieser sympathische Henker drauf abgebildet ist, ziehe ich mir das nicht an. Das ist etwas blöd, weil so viel Nahkampf mache ich dann auch nicht. So. 11$ Bär. So, ansonsten hier nichts mehr. Tasche. Hier leuchtet noch irgendwas. Ups. Ein Lockpick. Sehr schön. Gut, hier ist nichts mehr. Nix. Ah ja, da ist die Tauchkugel dann, wo wir da hin können. Alles klar. Gut, ein Ring für $9, den schmeiße ich natürlich auch einfach da hier in den Müll. Ich meine, so Modeschmuck, das ziehe ich natürlich nicht an. Ich kann für nur zeigen, was vom Goldschmied direkt kommt. So, dann gehen wir in diese unglaublich edle Tauchkugel hier rein. Und dann wollen wir doch mal Gebiet verlassen. Fontaines Zombiehaus ist nicht mehr interessant für uns. Trophäe erhalten in Kupfer auf Entdeckungstour. Ja, die sieht auch gut mitgenommen aus. Was stimmt nicht mit Ihnen. Ja? Sie passen nicht nach Rapture. Überhaupt nicht. Wenn Sie damit meinen, dass ich niemals Andrew Ryans Buchclub beitreten würde, liegen Sie richtig. Andere Bücher, aber die gleichen Fanatiker.
Ich spiele. Was? Sie haben mich gefragt, wie ich Sally verloren habe. Ich spiele. Brachte sie an einen Ort, an dem ein Kind nichts zu suchen hat. Ich war am Gewinn. Und an einem solchen Ort sollte man ein Kind nicht aus den Augen lassen. Aber Sie taten es. Ja, und jetzt ist es nun mal so. Hier. Aber die Preisfrage lautet, was haben Sie mit ihr zu tun? Ich habe ein Interesse daran, sie beide wieder zusammenzubringen. Ist das nicht Grund genug? Nein. Okay. Bin ich mal gespannt, was hier für ein Spiel gespielt wird. Und warum das jetzt wieder intergalaktisch Die Wahrheit gesagt von und Bedeutung wir finden ist. Sally hier. Nicht auszudenken, was sie einem Kind an einem solchen Ort antun könnten. Cohn ist völlig verrückt vom Splicen. Er denkt wohl, es sei Kunst, ein Kind in ein Gefängnis zu sperren. Toll. Je eher wir sie finden, desto besser. Ja. Sally! Papa hat große Pläne mit dir. Ja, Sally scheint wohl eine Little Sister zu sein, wenn ich mir das so angucke. Weil das sind die Schächte, wo die Little Sisters durchgehen in Bioshock. Sally! Ensign 2 nicht so schön dargestellt, aber das sieht echt gut aus Ich mit sehe der sie Darstellung nicht. von der Lüftungsschächte. Das sieht richtig cool gemacht aus, das mal. Was wird das? Das ist ein Plan des Lüftungssystems. Schächte wie diesen gibt es auch bei den Elektroartikeln, im Bistro, beim Umtausch, bei den Büchern und bei den Haushaltsgeräten. Und? Wenn sie dort drin ist, gibt es für sie lediglich 6 Fluchtwege. Nur, ja. Kletter am besten noch Jetzt nur hinterher. noch 5. Okay. Alle Luftschächte sind mit der Zentralheizung verbunden. Wenn wir sie dicht machen und die Heizung hochdrehen, muss sie das zentrale Abluftrohr nehmen. Nur dort geht's raus. Wollen Sie sie lebendig rösten? Nein, wir heizen nur ein und treiben sie raus. Auf gar keinen Fall. Entweder wir finden sie oder einer der Splicer kriegt sie. Na schön. Wo sind die anderen Schächte? Da vorne. Schließe alle Luftschächte. Okay. Ich habe zwar nicht gesehen, wie sie aussieht, die gute Sally. Aber ich könnte mal denken, weil sie sich in Lüftungsschächte rumtreibt, dass sie jetzt zu einer neuen Gilde gehört. Und zwar die Gilde der Little Sister. Ah, nett. Müsli-Packung. Ist nichts drin. In the White Oats. Schade. Im Müll haben wir auch nichts Gutes mehr. Ja, machen wir auf in der Zwischenzeit. Das wird nicht lange dauern. Und ich gucke mich doch noch ein bisschen um. Geschafft. Okay, Karabinermunition ist immer gut. Bisschen Geld. Kalani-Schade. Ah, der hat sich anscheinend selber die Kugel gegeben hier, der Typ. Hat aber noch einen Damenschuh in einer Geschenkpackung dabei. Das halte ich natürlich auch für wichtig. Gut, dann, wollte ich gerade nochmal nachgucken. Ja, die ist nicht gespliced. Die sieht normal aus. Okay, sie ist zwar tot, aber sie sieht normal aus. Nicht wie so ein ekliger, verzerrter Splicer, wie das bei Bioshock Ensign 2 immer war, wenn man sich Leiche anguckt. Das waren immer Splicer. Electronics. Ekliger Scheißtyp. Na? Geht doch. Ah, wieder so ein Eispleißer. Ja, der Zirkus der Werte findet es offensichtlich auch sehr lustig. Munition, Mr. DeWitt. Dankeschön. Das wirft es auch nicht auf so kurze Distanz. Finde ich eigentlich auch ganz gut. So wieder so ein Scheißkerl weniger. Du, ob ich noch was finde. Sehr Wir schön. müssen die Luftschächte schließen. Ah, das mal die statt die Firemen dann die Lockpicks bei sich. Das mal lohnt sich dann die Eispleißer zu plündern. Okay. Das mal hole ich mal wirklich so Gesundheitsgedöns. Aber da mag ich doch gerade noch mal was testen. Okay, das funktioniert hier auch. Sehr schön. Genau. Darum ging es mir ja. Um zu gucken, ob man die Dinger hier noch wie so ein Jackpot knacken kann. Okay, da ist Elektronik hier gerade am Spiel. Aber wir können es auch einfrieren. Das ist natürlich sehr cool. Das habe ich nämlich gehofft, dass das funktioniert mit dem Federchen Frostplasmid. Ah, bockender Bronco. Bocking Bronco. Die Musik war echt geil, die Werbemusik. Und auch die Flasche ist sehr edel. Okay.
Halte mal den Gaul an, mein lieber Freund. Du kriegst erstmal einen Teufelskuss. Ich bin noch am Suchen. Ich hab Munition. Ja. Dankeschön. Sehr gut. Ist aber cool, dass die Typen immer einen Lockpick dabei haben. So. Also hier vor allem. Hier kann man schön mit Vigor bzw. Plasmide experimentieren, wie man so vorher auch noch nicht gehabt hat. Das mag ich ja in den DLCs dann eigentlich. Ach, der Laser bei dem DLC von Bioshock 2 fand ich eigentlich auch sehr geil so als Waffe. Da kann man dann wieder schöne Sachen einfügen bei sowas. Bert Anger. Oder Bert Unger. Dass ich nicht lache. Der Junge hat Komm raus gestern und Abend spiele. diese verdammte Mikrowelle in die Finger gekriegt und sie mit allem ausprobiert. Mit Äpfeln, Marshmallows, Löffeln. Ein toller Das war der Zeitvertreib. zweite. Wohin jetzt? Aus Versehen den Pekinesen meiner Frau gegrillt hat. Und aus irgendeinem Grund macht die jetzt mir die Hölle heiß. Naja, ich werde das verdammte Ding wegsperren. Oh, ich darf die Kombination nicht vergessen. 3, 9, 5, 8. 3958. Aber wo, weiß ich nicht. 3958. Ja, die Musik wieder. 3, 5, 9, 8. Ich muss mal das jetzt mal gerade aufschreiben. So. Solange habt ihr die Shell-Musik hören können. Ich mag das so heroische Werbung. Okay. Dann ist da nix. Finde Mikrowelle. Mhm. Aber wo hieß du geht, wird mir jetzt an mir angezeigt. Finde Mikrowelle. Mhm, nett. Bistro, du wirst wahrscheinlich eher nett sein. Im Spielzeugladen wahrscheinlich auch nicht. Mikrowelle, naja, ich weiß ja nicht. Schauen wir mal. Machen wir mal die Luftschleuse auf dafür. Okay, da ist auch kein Splicer versteckt, der das Ding arg geschoben hat. Oh, oh, ich glaube, ich glaube, ich habe Elisabeth. Elisabeth nämlich bei mir. Das klappt nicht. Dann hätte sie nämlich wieder sich aufhängen können. Medizinkits, Frachthaken. Ach, da sind wieder ein paar Freakos. Bleib stehen, du. Scheißkerl. So. Gut. Das waren schon mal 2 weniger. Oh, haben wir noch ein bisschen was für die Gesundheit. Die Leiche hat nichts bei sich. Und hier haben wir noch ein bisschen MG. Schreibtisch, paar Zigarette. Hilfst du mal? Bin dabei. 3 Lockpicks brauchen wir dafür. Bob. Bitte. Audiolog von Yisu Chong, wieder dem Scheiß-Typ. Beobachtung Nummer 17 zu unbekanntem Phänomen. Das Phänomen tritt als seltsames Flimmern auf. Und dadurch sieht man, ja, was? Männer mit seltsamen Hüten, Frauen in weiten Kleidern, schwebende Gebäude. Ist das Phänomen ein Fenster in eine andere Dimension, eine andere Zeit? Wie sagte Einstein, Zeit gibt es nur, damit nicht alles gleichzeitig passiert. Okay, der hat nach wie vor Columbia beobachtet, wie es scheint. So. Die Hälfte haben wir. Das ist auch so scheiß widerlich hier. Freie Süßigkeiten. Alter, und das Kind reiht so locker. Das ist ja widerliche Leute hier, diese ganze Splicer. So. Wer oder was soll da nicht rein? Was noch Schlimmeres als die. Und was kann das sein? Das werden sie dann schon merken. Big Daddy wahrscheinlich. Vermute ich jetzt einfach mal. Sch, er ist drin. Ich nehme mal an, dass es da um Big Daddy geht, der in der Spielware eingesperrt worden ist. Weil wenn Sally
Little Sister ist, wie ich vermute, dann wird sie auch irgendwo ein Big Daddy haben, der sich um sie kümmert. Und der wird wahrscheinlich hier bei der Spielware eingesperrt sein. Und sie haben den Weg dorthin wahrscheinlich versperrt. Da ist der Buchlader. So. Irgendwo ist noch ein Eismann, glaube ich. Ja. Habe ich das richtig gehört? Die klingen nämlich wie die Fireman. Ich hab Munition. Dankeschön. Sorry, mehr haben wir nicht. Das passt schon, Elisabeth. So. Okay, der hat nochmal Lockpick dabei. Das ist immer sehr praktisch. Fand ich ja bei den Fireman unglaublich nützlich. Gut, 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 gut. Dann gucken wir uns hier nochmal im Buchlader um. Ich würde ja eigentlich interessieren, was hier in Rapture so an Büchern verkauft wird. Ob du von der Oberfläche noch irgendwelche Sachen verkauft werden, die wichtig sind. Oder die als wichtig erachten. Ob hier Don't Let the Bastards See You Sweat nett. Scheint ja ein nettes Buch zu sein von Fontaine. Also hier werden anscheinend auch eigene Bücher vertrieben, selbstverständlich. Aber es würde mich interessieren, ob auch Oberfläche-Literatur hier vertrieben wird. Sowohl wissenschaftliche als auch Unterhaltungsliteratur. Na, komm schon. So. Okay, also irgendwas mit Frachthoge scheint wieder zu sein, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Hier mal nicht. Du ist wieder ein Samurai da over. Über Parasitismus kann man hier was lernen. Mhm. Da wird wahrscheinlich dann Oberfläche-Literatur vertrieben. Wie Kommunismus funktioniert und so wahrscheinlich. Und wie Kapitalismus funktioniert und dass das schrecklich ist. Kunst ist hier. Empirismus. Oder Imperialismus, besser gesagt. Geht es dann um Imperialismus? Selbstoptimierung. Also wahrscheinlich Selbsthilfebücher. Kunst. Okay, was haben wir dann noch? Sonst nichts mehr? Kunst hat eine ziemlich große Abteilung, muss ich sagen. Ist noch irgendeiner Schäbe der Haufe geschossen worden. Hier können wir auch wieder zumachen. Boah, King Bronco. Okay, nächster. Sehr schön. Dann Medizinkits brauchen wir gerade nicht. Können wir aus dem Buchlader raus. Da hat man da nämlich auch alles geplündert soweit. Und du geht's auch noch wo hier? Showroom. Fiktion. Ah, das ist auch nochmal Buchlader. Ups. Was für ein Angebot hast du mir dann gemacht, du Widerling? Das wollen wir doch mal sehen. Wer hier, wem... Ach, du bist du. So. Dankeschön. Ja, das haben wir gleich. Das war's. Und... Kopf geplatzt. Noch nicht. Schade. So. Macht nichts, Elisabeth. Mit der komme ich auch so klar. So. Dankeschön. Okay, dann platzt leider nicht der Kopf, wenn man sie A schießt. Nicht wie im Hauptspiel. Okay. Da hat noch ein bisschen Tee bei sich. Da hat einer ein bisschen mehr als Tee bei sich. So. Ah. Gut. Die kann man so anscheinend ziemlich schnell fertig machen. Karabiner, nützlich. So. Gucken wir mal, was wir hier finden. Aber ich glaube eigentlich immer noch, das ist dasselbe Buchlader nach wie vor, ne? Genau, da geht es zum Parasitismus. Zum Imperialismus, zum Selbsthilfebereich und Kunstbereich. Okay, zack. Na dann wieder runter mit uns. Okay, dann kommen wir da erstmal nicht durch. Bookstore. Ja doch, da müssten wir eigentlich durchkommen irgendwo.
Wird wieder geladen. Ah, natürlich kommen wir hier raus. Geht doch. Okay. Hören Sie? Sally? Sally, ich bin's, Booker. Los, komm da raus. Sally? Hörst du mich, Kleines? Sie klingt Hier ist auch schon wie Little Hör zu, Sister. Kleines. Ich will, dass du da Mr. DeWitt, rauskommst. sie kommt nicht raus. Wir müssen die restlichen Luftschächte verschließen, sonst wird das nichts. Sie klingt auch schon wie Little Sister mit ihrer verzerrten Stimme. Okay, dann würde ich aber auch sagen, ihr liebe Leid. Ich mache an der Stelle hier dann meinen Cut, wenn ich jetzt zugemacht habe. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite Burial at Sea, beziehungsweise Seebestattung Ends auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.